Von der Samarias, wo wir unsere Serie über das Gebet wiederführen, von der, wo wir anfangen, über Jesus zu studieren und wo er als Mensch beten deut. Also nicht ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir weiten dann, dass Jesus Gott ist, sogar als er hier auf der Welt war, dass er Gott ist und wir, dass er noch beten muss. Ist das nicht wichtig? Für den Gedanken nicht? Und wofür sagt es uns dann nicht, dass aus seiner Nachfolge, dass wir beten sollen? Und das Gebet Jesu, den wir in Johannes 17 finden, wird von Bibelforschern als das hohepriesterliche Gebet genannt. Nun, ein paar Mal am Bibelstuf hat Jesus das Gebet zu seinem Vatergebet. Als er nun im Garten Gethsemane rüberging. Und am ersten Teil vom Gebet bet Jesus für sich selbst. Und das soll uns auch was wichtig sein. Erst bet er für sich selbst. Und wir werden diesen ersten Part von der wir Gottes Haupt betrachten. Und dann, als er fertig war, für sich selbst zu beten, dann hat er für seine Jünger gebetet. Und dort war wir nächste Nacht mit Gottes Haupt sehen. Und dort gibt es zwei Hauptgedanken in den ersten 5 Versen vom Gebet. Und wir werden diese 2 Hauptgedanken betrachten, um zu sehen, woran die für uns aus Jesus in der Nachfolge von der und Tag noch wichtig sind und auch, wo wir da in unserem Gebetsleben anwenden können. Jesus Christus ist immer uns ganz beste Beispiel für wo wir leben sollen. Ist das nicht so? So, wir werden für ihn lernen. Und wenn er Gebet hat, dann soll wir auch und weil wir auch. Und wir werden beten, so er Gebet hat. Der erste Punkt hat mit Verherrlichung zu tun. Verherrlichung ist ein Wort, das auf Deutsch nicht viel gebraucht wird. Wer braucht das mal im Alltag? Wer redet von Verherrlichung? Nicht viel, right? Was meint das Wort, wenn wir von Verherrlichung reden dann? Krieg. Wenn wir uns selbst verherrlichen wollen, dann brauchen wir uns selbst Gott zu merken, nicht? Aber wenn wir Gott verherrlichen, dann brauchen wir sie nun Gott zu merken, nicht? Ja. So, Jesus sagt hier in Vers 1, Vater, die Zeit ist gekommen, merkt dienen sehen herrlich, dort dienen sehen die auch verherrlicht. Jesus bet halb den Vater seinen Willen durchzuführen, sodass Gott durch Wort kann verherrlicht werden. Und dann kijkt Jesus auf seine Missionsarbeit 3, was er über die 3 Jahre getan hat. Und er sagt in Vers 4, ich habe die ab die Erde du durch verherrlicht, dass ich dort Werk verrecht habe, das du mir gegeben hast zu tun. Und während sein Dienst, wir sein Gras verlangen, seinen Vater zu verherrlichen, und dort gibt es sehr viele Beispiele, wo er das getan hat und wo er das getan hat. Jesus hat mehrmals gesagt, dass er als Mensch gekommen wird, den Vaters Willen zu tun, ihn dadurch zu verherrlichen. Zum Beispiel sagt er in Johannes Kapitel 6, Vers 38. Johannes 6, 38, er sagt, ich bin nicht vom Himmel raufgekommen, meinen Willen zu tun, über dem sein Willen zu tun, der mir geschickt hat. Und ab einer anderen steht, Johannes Kapitel 5, Vers 34, beschreibt Jesus den Vaters Willen zu tun aus sein Eten. Er sagt, mein Eten ist dort, dass ich dem seinen Willen tue, der mir geschickt hat. Und sein Werk verrichten tue. Was meint das für Hebs? Warum sagt er hier, mein Eten ist, mein Vaters Willen zu tun? Was meint das? Worum et wir? Dort wir leben können, Krieg. Worum noch? Krieg. So, erstens, dort wir am Leben blieben. Zweitens, so dort wir stark blieben, nicht? Und dort wir Nährstoff kriegen dann. So,
Dort wir uns ab, an dem Jesus in Vaters Wallen deit, er selbst ernährt und gestärkt wird, so dass er wieder schaffen kann. Jesus hat auch durch seine großen Wunder sein Vater einmal weiter verherrlicht. Und Johannes 5, Vers 19. Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus, ich sage Ihnen aufrichtig, der sehen kann aus sich selbst nichts tun, er kann bloß das tun, was er seinen Vater tun sieht. Was der Vater tut, der sehen auch. Und mir sind diese wird auch wichtig. Unsere Kinder, die tun dort, was sie von ihren Eltern oft sagen, nicht? Oft kicken dort. Und so sagt Jesus, das, was ich tue, habe ich von meinem Vater gesehen. Der hat mir das beigebracht, was ich tue. So, in seiner Worten hat er den Vater verherrlicht. Und sogar durch seine Wert und seine Predigten hat Jesus seinen Vater verherrlicht. Johannes 12, 49 sagt, ich kann nicht über mich selbst geredet. Der Vater, der mir geschickt hat mir gesagt, was ich tun und reden soll. Und alles, was Jesus tut, hat er seinen Vater der ihr gegeben, um ihn zu verherrlichen. Und Krieg, so der Vater Jesus geholfen hat, sein Werk aber ihr zu tun, während der 3 Jahre hier auf dieser Welt. Und Krieg so hat er nur halb gefehlt. Hat halb gefehlt, um seinen Vaters Wahlen ganz fertig zu bringen. Jesus bet in unserem Text, dass die Ereignisse, die bald noch kommen würden, anbetet, Vater und Sehen verherrlichen würden. Er redet von seinem Tod. Aber für mich sind diese Gedanken schwer uitzudrücken, so es ich wird werden, besonders auf Plattdeutsch. Wenn wir daran denken, dann, was für eine große Wunder hat Jesus nicht auf dieser Welt getan. Er hat Menschen gerettet, er hat Verdautes abgeweiht, Besätene gesund gemacht. Alles hat er können tun. Für Gott, sein Vater. Was hat er nicht gepredigt? Und nu, vor dem Tod, hat er noch einmal zu Gott gebetet um Hilfe. Gott, du hast mir geholfen, was so weit zu kommen. Und nu, um den Weg und die Arbeit vor dich zu bringen, wird mir weiterhelfen. Ich kann das nicht über mich selbst. Gott betet zu seinem Vater, ich kann das nicht. Mir fehlt Hilfe. Hat Hilfe gefehlt. Und durch das Opfer Christi ward der Vater verherrlicht. Wie es seine vollkommene Gerechtigkeit in Leib offenbart worden wären. Wie es Gott völlig gereicht ist, mit alle Sinn bestruft worden, und dort gibt keine Utnahme, dort weit wie Gott als Bibelleser. Aber seine vollkommene Leib für die Menschheit ist auch klar zu sein, wie es heute seinen einzigen Sinn geschickt hat, um für uns zu sterben. Wir lesen an 1. Johannes 4, Verse 9 und 10, sei bekannt wird, der wir Gott weiten sollen. Gott weiß uns, weil Gott hat uns wir, liebe Geschwister, als er seinen einzigen Sinn an der Welt schenken, dort wir durch ihn leben sollen. Durch das sei wie, was Leib wirklich ist, dort wir nicht unser Leib für Gott, dort wir seine Leib für uns, dort er aus seinen Sinn schenkt, uns die Sünden aufzunehmen. Und deswegen feiern wir Weihnachten, wie es Gottes Leib für uns. Der Vater ward durch Jesus Tod verherrlicht, sagt Jesus. Und Jesus Christus, Gottes Sohn, ward auch durch seinen Tod, Auferstehung und auch dann Himmelfahrt verherrlicht. Der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 2, Vers 9, Hebräer 2, Vers 9, wann er auch ein Stück leer stehen muss aus der Engel, sei wie Jesus nu mit ihr in Herrlichkeit gekrönt, dass du durch, dass er den Tod geleden hat, Gott seine Gnade will dort so, dass er für alle Menschen den Tod schmecken muss. Der Hebräerschreiber sagt, für ein Stück, wie heißt es wie sind, leer aus der Engel, aber nu nicht mehr. Nu als er wie sein Vater. Der ist mit Herrlichkeit gekrönt worden. Und weil wir nicht vergessen, dass die Herrlichkeit, wofür Jesus beten, dort arm immer gehirnt hat oder gehirnt dort. Wir lesen in Vers 4 von unserem Text.
En Vader, nu verherrlich mich bei die mit die Herrlichkeit, die ich bei die hat, ehe die Welt geschaffen wird. So herrlich als Jesus von der als wir heute auch vorsehen kommen. Aber er leidt alles zu sehen, leidt sich Mensch worden, kein auf dieser Welt, starb für uns. Er hat bloß ein Part seiner Herrlichkeit zu sehen gesagt, als er der Welt kam, als Mensch. Und nur dem er den Vater des Wahlen vorgebracht hat, für seine volle Pracht und Herrlichkeit war der Absicht genug. Jesus wollte Gott in allem, was er tut, verherrlicht werden soll. Und hat sogar seinen Vater halb gefragt zu tun. Wenn Jesus, liebe Geschwister, wenn Jesus Gottes sehen halb früh Gott durch sein Leben in Tod zu verherrlichen, wie viel mehr nötig ist es nicht für uns als Menschen, dort Salje zu beten. Gott, dort hat nicht mit mir zu tun. Wo ich leben da, was ich reden da, was ich denken da, hat mit dir zu tun. Ich will die verherrlichen. Das ist nicht, was ich will, das ist, was du willst. So hat Jesus gebetet. Und wo fehlen? Besonders nu am Weihnachtszeit denkt wir nicht, oh, das würde ich noch wählen. No. Das wird schein sein, zu tun. Dinge, die nicht sich selbst artig sind, aber bloß nicht mit Gott zu tun haben. Wir denken so seilig aber an Salz. Und was wir wollen wählen, zum Beispiel vielleicht eine Kirche, ich würde gleich in das eine Kirche haben, oder dort, oder ja, dort hat mit mir zu tun. Dort hat man Gott zu tun, liebe Geschwister. Jesus hat gebetet, herrlich mich, Herr, so dass ich die verherrlichen kann. Halt mich, Gott, gib mir Kraft von Buben, so dass ich mein Leben anleihen kann und du dadurch verherrlichen kann. Das hat mit Gott zu tun. Wenn wir Gott verherrlichen werden in allem, was wir tun, dann müssen wir seinen Halb beten, kriegst aus Jesus dort hier tut. Ein Weg, wo wir Gott verherrlichen können, ist zu beten, seinen Willen für uns Leben zu verstehen. Und dann für Kraft zu beten, diesen Willen durchzuführen. Bloß weiten, was Gott von uns will, ist nicht genug. Uns fehlt auch Kraft von Buben, dort zu tun. Wir können auch Gott verherrlichen, indem wir ein Leben führen tun, wo durch Gott geirrt wird, nicht? Alles, was wir denken, alles, was wir sein, alles, was wir tun, wo wir Menschen behandeln tun. Durch alles, was wir tun, soll Gott verherrlicht werden. Und durch dieses Beispiel habe ich vielleicht gemerkt, dort, so ein Leben zu führen, müssen wir erst ein sehr enges Verhältnis zu Gott haben. Wo ist das möglich? Was fehlt uns, wenn wir ein Verhältnis mit Gott haben? Was fehlt zuerst? Erste Erlösung haben. Wir müssen erst vom Nien geboren worden, nicht? Wir müssen bekehrt sein. Wir müssen Jesus in Erlösungsplan persönlich eingenommen haben. Erstens. Und dann? Krieg. Uns fehlt Gemeinschaft mit Gott. Und dort können wir haben, indem wir zusammen beten tun. Dort können wir haben, indem wir Gottes Wort lesen tun. Wenn wir beten tun, dann reden wir zu Gott. Und wenn wir sein Wort lesen tun, dann redet er zu uns. Und so haben drei. Lesen wir Gottes Wort. Beten wir. Beten wir, wenn wir allein sind. Beten wir mit unserer Familie. Beten wir in der Kirche. Probieren wir durch alles, was wir tun, Gott zu verherrlichen. Der zweite Gedanke, den wir an das Gebet Christi fingen, erst mit den ersten eng verbunden. Jesus bet erstens halb den Vater des Willen zu tun, so dass er durch alles, was er tut, Gott verherrlichen kann. Und dann zweitens bet er halb, so dass der Menschheit ewig Leben haben kann. So, er hat halb gefehlt,
Gottes Willen vor dich zu merken, umso dort wir als Menschen können dort ewig leben an Jesus Christus kriegen. Wenn heute dort nicht deut, dann würden wir alle von der nach verloren sein. So, heute bet halb, Gottes Willen vor dich zu bringen, so dass wir würden kann von der gerat sein. Das wird heute zu seinen Vater beten. Vers 2 und 3. Du hast ihm die Vollmacht über die ganze Menschheit gegeben, all die, dort ewige Leben zu geben, die du ihm gegeben hast, dort ewige Leben als der, dort sei die, den einzig wahren Gott, in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. An diesen Versen gibt Jesus uns eine sehr wichtige Gedanke, dort ewige Leben erst mit unserem Weiten verbunden. Right? Also nicht? Möchten wir erst nicht weiten, wer Jesus ist? Und was er für uns zu tun hat? Wenn wir das nicht weiten, dann können wir nicht gerat werden. Jesus sagt, dort ewige Leben ist der, dort sei die, den einzig wahren Gott, in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Ewig Leben zu kriegen, müssen wir zuerst erkennen, dort Gott und dort mein Vater sehen und Heilige Geist, der einzig wahre Gott ist. Dort gibt Millionen von Menschen auf dieser Welt, die an verschiedene Götter glauben. Und Paulus hat so einen Menschen in Athen begegnet. Und davon lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 17. Gottes Wort sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 16, dass Paulus in Athen an, das meint Silas und Timotheus lüht, dann regt sich an ab, als er sagt, wo die dort voll aufgejattert wird. Und sobald die Athener hörten, wo Paulus von Jesus predigt, haben sie ihm geraubt, an seine neue Lehre zu erklären, wegen sie wären so neugierig. So ein Lehre haben sie noch nicht gehört. Und dann sagt Paulus Folgendes an die Verse 22 und 23. Er sagt, die Männer von Athen, ich sei, dass die ne alle Sieden haben, sei religiös sind, und die Jette fürchten dann, wie es uns auch hier rumging, und mir die Städten besagt, wo je anbeten, dann sah ich einen Altar, auf den mit geschrieben stand, zu den unbekannten Gott. Nie merk ich jünd mit den Gott bekannt, den je anbeten in Uber nicht kann. Wo viele Menschen auf dieser Welt beten Gott von der und Tag nicht an, obwohl sie am nicht kann. Die glauben, die sind Kinder Gottes, haben nur von Gott gehört. Aber die kann am nicht persönlich. Die nehmen am nicht persönlich an. Ja, du hast einen Gott. Die Bibel sagt, so tun gleicht dort auch. Die beiden Engel, die glauben dort auch. Und bloß das zu weiten, liebe Schwester, ist nicht genug. Wir müssen das auch persönlich annehmen. Du hast einen Gott. Vater, Sohn und Heilige Geist. Wir müssen das weiten und auch über vom Herzen glauben und annehmen als Wahrheit. Paulus weiß, wie wichtig das ist, an dem einzig wahren Gott zu glauben. Und dort ist auch wichtig, dass wir nicht in unserem Leben mit Gott Glück stellen. Und das soll leicht tun. Beste Menschen, die haben ihre Arbeit so sehr lieb. Andere haben ihr Lehre in Weiten so sehr lieb. Die sind hochgelehrt und glauben, dass sie nicht was Besonderes sind. Andere Menschen haben andere Dinge mehr lieb als Gott. Aber Gott will haben, dass wir ihm über alles lieb haben. Und Gott wird nicht für uns lieb streiten, er wird auch nicht seine Heiligkeit mit irgendwas teilen. Jesus erklärt in seinem Gebet, dass wir erkennen müssen, dass Gott der einzig wahre Gott ist, und den erkennen, den er vor dir geschickt hat, Jesus Christus, um das ewige Leben zu haben. Ohne an Jesus zu glauben, können wir nicht selig werden. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 40, mein Vater will, dass wer den sehen sieht und an ihm glaubt, das ewige Leben haben soll, in den wo ich am letzten Tag vom Tod abweichen. Bibelforscher behaupten, dass das einzige Mal ist, wo Jesus sich selbst Jesus Christus nennen wird. Und das ist wichtig für uns als Kinder Gottes, wenn diese zwei Namen sehr bedeutungsvoll sind. Was meint Jesus?
Aber was den Herrn sein Engel zu Josef? Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, willst hei wird sein Volk seilig merken. Andere Übersetzungen sein, von ihrer Sünden raten. Jesus meint Rada. Christus meint der Utgewählte. Gott ans Vater hat ihn gewählt, zu kommen und für uns zu sterben. Und hier sagt Jesus Christus, ich sehe Jesus Christus, von Gott gewählt, ihn zu raten. Aber wir machen an ihm glauben. Und Jesus glauben wir, er erst, was er für uns zu tun hat, als der Schläter, ewiges Leben zu kriegen. Und denn Jesus Christus enthält große Kraft, die an ihm glauben, für die an ihm glauben. Durch Jesus wurden Säulen gerat, Familien geheilt, Ehen geheilt, Kranken wurden gesund gemerkt. Aber wir machen glauben. Als Jesus festgenommen war, kijkt er in den Himmel und er bet. Erstens für sich selbst. Wenn er weiß, wo schwer dort wird sein für ihn. Für uns zu sterben. Er hat hauptsächlich für zwei persönliche Anliegen gebet. Jesus bet den Vater Willen zu tun, damit er seinen Vater verherrlichen kann. Und der Vater wird am halten. Wir weiten dort gut. Und während Jesu Dienst hatten sei Vater und sehen sich gegenseitig einmal verherrlicht, und nun hat Jesus halb gefehlt, den Vater Willen vor dich zu bringen. Zweitens will Jesus halb haben, den Vater Willen zu tun, damit der Mensch dort ewig Leben haben kann, indem sie an den einzig wahren Gott glauben würden. Jesus, liebe Geschwister, ist immer ans beste Beispiel, für wo wir leben sollen. Und hier bet er halb. Dort kriegen dann, was er tut, dort er seinen Vater verherrlichen können. Und wenn wir seine Nachfolger sind, und wenn wir bloß Menschen sind, ist es uns dann nicht viel nötiger, auch so zu beten? Gott, help mich, dass ich durch alles, was ich tue, durch meine Werte, durch meine Gedanken, wo ich Menschen behandeln, dass ich die wird verherrlichen. Gott, help mich, dass ich wirklich an Jesus Christus glauben tue. Bloß zu weiten ist nicht genug. Ich muss am Glauben, ich muss am persönlich annehmen. Gott, help mich, das zu tun, sodass ich auch eine enge Beziehung zu Gott haben, zu dir haben. So hat Jesus gebetet. So soll wir beten. Und Gott wird uns helfen. Der hat Jesus geholfen, der wird uns auch. Amen.